immer. Fastelovend zusammen! Herrlich, guck mal, da. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht, das kann ich nicht mehr toppen. Tschüss zusammen. Nee, Quatsch, Entschuldigung, das tut mir leid, das war das Ende normalerweise. Ne? Darf einem nicht passieren, nach 25 Jahren Büttenredner darf einem das nicht passieren. Ich war 25 Jahre mach ich das schon, 25 Jahre. Kam gerade einer von Ihnen, kam gerade draußen zu mir und sagte, Herr Metzger, Wahnsinn, 25 Jahre Büttenredner und da fällt Ihnen immer noch was Neues ein. Und da kann ich ganz klar sagen, nein. Ich bitte Sie, 25 Jahre habe ich erzählt, da kann er irgendwann jeder doch mal alles aus, verstehen Sie? Guck mal, ich mache 5000 Wörter pro Rede. Wenn Sie Langeweile haben, zählen Sie mal nach. Und Sie haben Langeweile, ja. Oder haben Sie nur ein falsches Gesicht mitgebracht heute? Nein, ne? Sie können das hinten nicht sehen. Es gibt immer Leute in der ersten Reihe, da denkst du, ja, der hat die Karte zum Geburtstag gekriegt, ne? Wollten Sie eigentlich zum Silbereisen, jetzt steht der Karierte, da ist doof gelaufen für Sie, ne? Also, Sie hören ja wenigstens auch zu, die Dame neben Ihnen ist so mit ihrem Handy beschäftigt, die haben noch gar nicht mitbekommen, dass hier in Sitzung läuft. Gnädige Frau, das ist mit Live-Programm, deswegen sind die Karten so teuer. Hallo? Die kriegen ja gar nichts mit. Sie sind ja völlig in der dritten Welt, hallo? Aber schön, dass Sie das Handy beiseite gelegt haben. Weißt du, manchmal als Redner denkst du dir, morgens fährst du überhaupt noch hin oder schickst du einen Link, weißt du? Der alle... Nicht weinen, der Onkel macht nur Spaß, ne? Weil ich mach mal links, weiter rechts, ist ja instabil, ne? Nein, ich wollte nur gerade sagen, fangen Sie jetzt an zu zählen. Ich mache 5000 Wörter pro Auftritt. Das sind 500.000 Wörter im Jahr. Das sind 12,5 Millionen Wörter in 25 Jahren. Ich kenne Ehemänner, die haben bis zur Silberhochzeit keine 2000 rausgekriegt, verstehst du? Da soll ich hier, was Sie immer alle nicken da, ne? Ja, meiner. Ne, da muss man noch der halbe Wortschatz abziehen. Ja, Schatz, danke, Schatz, gerne, Schatz, bitte, Schatz, mach ich, Schatz. Wir schatzen ja alle gern. Ich sag auch Schatz zu meiner Frau. Du auch? Warum sagst du Schatz zu meiner Frau? Das verstehe ich nicht. Auch den Tisch austauschen, bitte. Das ist ja furchtbar hier. Nein, ich wollte nur gerade noch mal erklären für die Auswärtigen, die ja heute in der Überzahl sind. Dieses Schatzen, das ist so typisch Kölsch, ne? Schatzen, das macht man in Köln. Das ist so typisch Kölsch-katholisch, ne? Verliebt, verlobt, rein in die Kirche, raus aus der Kirche, Vorname, vergessen, Schatz. So läuft das bei uns, ja. Habe ich das gerade, bevor ich mit der Rede anfange, könnte ich gerade noch was klarstellen? Liebe Zuschauer an den Geräten zu Hause, vor welche Geräte Sie auch immer sitzen, liebe Zuschauer hier im Gürzenich zu Köln, lieber Reisebus, der gerade erst den Gürzenich erreicht hat, was ist das denn für eine Rennerei da hinten? Noch 2 Busse aus dem Sauerland gekommen, grüße euch, setzt euch. Ich möchte eins gerade klarstellen, wenn ich Kirche gesagt habe. Ich bin seit 40 Jahren im katholischen Verein. Ich möchte bitte auch an die Nation richten. Das ist ja noch kein Grund zum Klatschen. Nein, der Grund zum Klatschen wäre folgender, wenn Sie sich vielleicht darauf besinnen würden, dass Sie bitte nicht aus dem Verein austreten, nur weil die Limburger Domelster-Bad neu gekachelt hat. Nein, weißt du, ich meine das wirklich ernst. Jetzt hauen Sie auch, gnädige Frau, wer hat Sie denn ins Kleid geschossen heute Morgen? Das ist ja ein Traum. Guck mal, hier. Ist ja kein Platz für Blähungen. Setz dich, wir haben angefangen. Ich war gerade am Erzählen, dass ich das so traurig finde, dass sie auf den Bischof alle draufhauen. Mit dem Wulff haben wir es genauso gemacht. Ich finde das nicht gut. Mit dem Wulff haben wir es auch gemacht. Vor Jahren habe ich hier gestanden und habe ihn weggewulft. Jetzt ist es mir so unangenehm. Jetzt war es gar nicht, ne? Der arme Herr Wulff, jetzt hat er Amt weg, Frau weg. Gut, für Frau weg könnte er auch mal Danke sagen, oder? Also ganz ehrlich mal, ne. Komm, ganz ehrlich. Haben Sie das Buch von Frau Wulff mal gelesen? Nein. Soll ich es kurz zusammenfassen? 12 Millionen Druckseiten Papier. Ich sag mal, dreilagig hätte es der Nation bessere Dienste erwiesen. Braucht doch kein Mensch. Nee, komm, anderes Thema. Nein, noch mal zurück. Ich fange gleich mit der Rede an. Im Moment ist noch Aufwärmen. Ich fange dann mit der Rede an. Bitte bleiben Sie im Verein. Wir wussten doch vorher auch schon, dass der Verein Geld hat. Das haben wir alle gewusst. Die halbe Düsseldorfer Kö gehört der katholischen Kirche. Das ist nichts Neues. Nein, die halbe Kö. Meinst du, was die Angst haben vor dem neuen Papst? Sinn und Leffers heißt schon Sack und Leinen mittlerweile. Da wird sich einiges tun. Ja, da kommt es. Ich mache ein anderes Thema. Ich fange jetzt mit der Rede an, ne? Ja.
Liebe, obwohl das ist ein schönes Thema, muss man sagen. Ne? Verein ist ein schönes Thema. Gerade jetzt ist ja unter uns, wird ja nicht gesendet. Ich fange gleich erst mit der Rede an. Das ist jetzt gerade, weil der neue Chef auch da ist, der Franziskus. Da haben Sie das gesehen, die Sendung? Ach, war das eine herrliche, hast du es geguckt? Das war eine herrliche Sendung. So entspannt, tolle Bilder auch. 2 Tage lang haben wir einen Kamin angeguckt, der nicht qualmt, herrliche Bilder. Dann kam ein bisschen Rauch, haben wir gedacht, ist es schwarz, ist es weiß, haben sie Hunger, sind sie am Grillen, spielt Brings, Fragen über Fragen. Allein als die Senioren rein sind in der Graffiti-Kabuff in der schön bestickte Mäntelchen, auch herrliche Bilder. Senioren, Polonaise in Rom, vorneweg der Meißner, ja, wir haben die Spitz. Nee, sie also, nee, nicht mich, nimm eine andere, ich kenn Zick für. Meine Frau war so durcheinander, die sagt, wie soll man die wählen? Die haben ja keine Telefonnummer am Rücken. Ich sag, die wählen nicht wir, die wählt der Heilige Geist. Sagt sie, auch jetzt wird der Bohlen überschätzt, ne? Oh, ein Musikstück. Lassen Sie die Hände gefaltet. Das ist doch Messe, stelle ich gerade fest. Nee, ich höre jetzt auf mit dem Thema. Es war mir nur gerade ein persönliches Anliegen, nicht wahr? Man muss nicht immer weglaufen, wenn es nicht so gut läuft. Gut, es gibt Fragen zu klären, noch im katholischen Verein, muss man sagen. Es gibt Fragen, die offen sind. Ja, zum Beispiel, darf jemand, der Moses heißt, bei eBay mehr als 10 Gebote abgeben? Da müssen wir drüber sprechen im Verein. Wichtige Frage. Weitere Frage wäre, warum darf zum Pfarrer jeder Vater sagen, nur die eigenen Kinder nicht? Da müssen wir drüber sprechen im Verein. Ja. Aber nicht ich. So, jetzt karnevalistische Teil. Ich bin ja Büttenredner, kein Wanderprediger. Ne? So, ich habe vor 25 Jahren, hatte ich das erwähnt eben, da hatten Sie noch geschlafen. Hallo, Metzger. Vor 25 Jahren hatte ich angefangen mit Büttenreden. Damals noch mit Reimreden. Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Kann man auch nicht mehr bringen. Sind die jungen Leute überfordert. Ne? Wenn du eine Reimrede machst, ja, guck mal, der Schlagersänger hatte Melodie vergessen, sagen sie dann. Das ist alles nicht mehr. Nee. Ich habe es aber damals, ich weiß, darf ich die erste? Von vor 25 Jahren? 25 Jahre her hatte ich Rede, die ging, schon Salomon der Weise spricht, verachte die Verwandtschaft nicht, denn auch Verwandte, das sind Minche. Ich weiß es nicht, ich könnte lynche. Das war meine erste Rede. Ja, wie, ha, Moment. Hier, da, was heißt denn, hat doch jeder einen in der Familie, den man gerne mit der Nagelschere aus dem Stammbaum wieder rausschneiden möchte. Ich habe auch so einen Onkel von mir. Ich fange gleich an. Onkel von mir hat sie nicht mehr alle, ja. Kann man nichts machen. Hat vor 5 Jahren einen riesen Laden aufgemacht in Köln für Brennholzverleih. Ja, warte, das dauert, bis der in Kaiserslautern ankommt. Das sieht sie. Für Brennholzverleih, verstehst du? Ja, ja. Hat einen Haufen Asche gemacht mit dem Laden, ja. Wir wollten bei der Sparkasse einzahlen, haben sie ihn eingesperrt. Ja, ja, so kann's gehen. Oh! Aber nein, das ist ja, bevor ich mit der Rede anfange, nur, dass Sie verstehen, was ich familiär auch für Probleme habe, das ist schwer. Ne? Der hat eine Tochter, die ist noch bekloppter als wie ich, die redet noch mehr Blödsinn. Ich rede echt seit 25 Jahren Stuss, aber die kannst du nicht toppen. Wie soll man das betreiben? Also, ich glaube, das ist die einzige Frau in Deutschland, wo die NSA nach 2 Minuten freiwillig auflegt, aus Mitleid, verstehst du? Ich habe jetzt zu Weihnachten, hatte ich ihr Badesalz geschickt, rief sie gestern an, ich nehme wieder Wasser, das Zeug kratzt wie Sau. So eine ist das. Ich kann ihr Mitleid da verstehen. Jetzt hat sie noch ein Kind, 5 Jahre, der Pascal, jetzt seit 5 Jahren hat sie das. Ne, das ist auch furchtbar. Der ist ja genauso bekloppt wie seine Mutter. Kam jetzt vor 2 Tagen, kam er zu mir, ganz stolz. Ich sagte, guck mal, Onkel Mark, ich kann schon Schleife binden. Ich sag, toll, geht schnell. Sagt er, 2 Stunden. Ich sag, Hut ab für Klettverschluss, muss er erst mal hinkriegen. Ne? Das ist so blöd. Nee, das tut weh, ja. Weißt du, Kind, vor 2 Wochen hatten sie Wasserrohrbruch, haben sie das Kind bei den Nachbarn gebracht. 10 Minuten später waren die Nachbarn wieder da und sie sagt, nehmt ihr das Kind, wir nehmen das Wasser. Was, so ein Kind ist das? Nein. Kommen Sie mal bitte zu mir. Bevor ich anfange, ist es wichtig, dass wir das klären. Mir tut das jetzt so leid für das Kind. Was soll aus dem Kind werden? Die gucken nur noch Fernsehen. Das ist so traurig. Wir konnten uns früher noch mit uns selber beschäftigen. Wir hatten noch Ideen. Gut, wir hatten kein Fernsehen, aber wir hatten noch Ideen. Ja? Meine Mutter sagt immer, Mensch, als Kind konntest du 2 Stunden lang mit dem Schlüsselbund spielen. Ich sage, Mama, wenn ich besoffen bin, kann ich das heute auch noch. Das ist kein Problem. Oh.
kennt noch. Nee. Es ist wichtig, dass Sie sich beschäftigen wieder, damit wir Kreativität in die Welt kommen. Guck mal, wenn ich Langeweile habe, vor einer Woche hatte ich so schwer Langeweile. Ich hatte so, Sie können es nachfühlen, Sie haben es gerade, ja. Ich hatte... Sie zählen aber noch, ja, ja. Dann ist das verständlich. Ich hatte so Langeweile gehabt, da bin ich nach Ikea gefahren, habe mich in den Schrank gesetzt. Immer wenn einer die Tür aufgemacht hat, habe ich gesagt, willkommen in Narnia. Das sind herrliche Bilder. Das kann man eigentlich nur noch toppen, wenn man sich beim Kaufhof in eine Umkleidekabine setzt, aus dem Vorhang guckt und ruft, Papier ist alle. Das ist schön. Papier ist alle. Das haben Sie nicht verstanden wahrscheinlich, ne? Kannst du einen abstellen zum Erklären? Hier vorne ist echt streng. Ja, da heißt die Sendung Karneval in Köln und keiner kommt von hier. Das ist so schön. Ich ja auch nicht, ne? Ja, ne, muss man auch sagen, muss man wirklich sagen. Familie, habe ich gesagt, ist wichtig, die Kirche ist wichtig. Und, weil ich gerade selber erwähne, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, weil, wenn es nicht mehr läuft, muss man da wieder hin. Darf man da wieder mitmachen. Ich habe ja 15 Jahre vor Köln auch ein Leben gehabt. Ich habe schöne Auftritte gehabt. In der Eifel, im Westerwald, an der A. Es war anders schön, weißt du? Es war rustikaler. Hier, der Tisch hatte ich ja eben erwähnt. Wir hatten das alles nicht, was ihr da habt. iPhones, iPod, iPad, das hatte man alles nicht. Die ganze Eierei, den ganzen Tag bis am Klingeln. Das ist doch wahnsinnig. iPhone, iPod, iPad. Wenn früher geklingelt hat, wusstest du Tür oder Telefon. Bofrost oder Avon. Gab 2 Möglichkeiten, verstehst du? Wenn heute klingelt, musst du 2 Tage frei nehmen und gucken, wo es herkommt. Wir hatten das alles nicht. iPhone, iPad, iPad, die ganze Eierei. Wir hatten Ei im Glas und Überraschungsei. Wir sind auch erwachsen geworden. Was soll aus der Jugend werden, wenn sie Eisprung für einen Riss im Display halten? Da ist doch nichts mehr. Nein. Ja, hör auf. Ja, bitte. Stimmung. Einzige soziale Netzwerk, was wir hatten, war der Häkelgruppe von der Oma, verstehst du? Jetzt erklärt der Frau mal WLAN, stricken ohne Wolle, die kommt da durcheinander. Da konntest du keinen aus dem Freundeskreis löschen, da war der tot, verstehst du? Das ist eine komische Zeit geworden, ne? Nee, ich erzähle das gerade noch, dann fange ich auch mit der Rede an. Wir hatten noch nicht mal Navigationsgeräte. Nee, wir sind ohne Navigation durch die Eifel, war eine tolle Zeit. Ja, wir sind am Wetterbericht gefahren, ja. Wo es Prüm geradeaus bis hell wird, 14 Uhr links. So sind wir da durchgegangen. Wir hatten wir es was spät. Weiß ich noch, da sind wir 140 auf der Landstraße. Das darf man heute gar nicht mehr, nicht wahr? Sind wir 140 auf der Landstraße, hat uns rechts was überholt. Ich sagte zu meinem Fahrer, was war das? Sagt er, war ein Hühnchen. Ich sag, bist du besoffen, ein Hühnchen? Wir fahren 140. Ich sagte, ja, war ein schnelles Hühnchen. Ich sag, muss aber sehr schnell gewesen sein bei 140. Ja, sagt er, kein Wunder, das hatte 4 Beine. Ich sag, säufst du Lack zum Frühstück? Ich hab das noch nie gesehen, Hühnchen mit 4 Beinen, da sind wir dem hinterher, ich wollte das sehen. Ne? Kurz zum Bauernhof, fort, da stand der Bauer noch, bin ich dahin, bin noch nicht blöd, bin ich direkt zum Bauern. Ich sag, Tag, Herr Bauer, mein Name ist Metzger. Das klingt erst blöd, wenn man es selber sagt, ne? Steht aber so im Text. Tag, Herr Bauer. Was für ein Text? Naja, na. Tag. Ach, Sie sind noch da. Tag, Herr Bauer, mein Name ist Metzger. Ich wollte mal fragen, wegen dem Hühnchen. Nach München? Nein, nicht München, Hühnchen. Wegen dem Hühnchen. Nach München? Ich sag, nein, Hühnchen. Mein Fahrer sagt, das Hühnchen hat 4 Beine. Wir beide nach München? Wenn Sie das schon blöd finden, warten Sie mal eine Minute, das wird noch schlimmer. Wir beide nach München? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich sag, nicht München, Hühnchen. Kock, Kock, Höhner. Tolle Kapelle. Ja, nee. Doch, ich meine das Tier. Ach, das Hühnchen. Ja, ja. Das Hühnchen ist von mir. Das ist schnell. Ich sag, ja, Wahnsinn, warum ist das so schnell? Hat 4 Beine. Ich sag, hatte doch 4 Beine. Ist das so schnell? Ja, ist schnell. Ich sag, wie kommen Sie an Hühnchen mit 4 Beinen? Hab ich gezüchtet. Ich sag, wie kommt man da drauf? Ja, pass auf, die Mama isst ja ein Schenkelchen. Boah, ey, er macht da 1 Minute. Die Pointe ist so schlecht, aber der Weg ist das Ziel. Was? Und ich weiß, was kommt. Das ist so schwer für mich jetzt. Die Mama isst ja ein Schenkelchen.
Papa isst ja ein Schenkelchen und die Kinderchen essen auch ja ein Schenkelchen. Immer 4 Schenkelchen an ein Hühnchen. Immer Mama, packt Mama für jedes Schenkelchen an ein Hühnchen und die sind schnell. Ich sag, ja, Wahnsinn, hab ich gesehen, hat uns überholt mit 140. Ja, die sind so schnell. Jetzt kommt gleich die Pointe, aber ich schäme mich so. 140 Sachen rechts an uns vorbei. Ja, die sind schnell. Ich sag, wie schmecken die? Keine Ahnung, man kriegt sie nicht gefangen. Ich muss. Das ist Blödsinn, ne? Sagen die Leute, ja, Blödsinn. Das ist richtig so, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wissen Sie warum? Weil Karneval irgendwann vor ein paar 100 Jahren mal ursprünglich erfunden worden ist, für Blödsinn zu machen. Warum machen wir das nicht mehr? Ich finde es so schade. Ich muss doch nicht jedes Mal jemanden wegwulfen oder einen lustigen Tagesschausprecher geben. Nee, lass mal doch mal einfach wieder Blödsinn machen. Guck mal, als ich vor 30, 40 Jahren das erste Mal Fernseher geguckt habe, Karneval in Köln, da liefen hier Leute rum wie Hans Hyper, Hans Hachenberg, Hans Bohls, Hans Rück, der eigentlich Gerd heißt, aber ich hätte ihn gerne mit in der Reihe gehabt, nicht wahr? Ja? Die haben Blödsinn gemacht, da hatte ich Freude dran. Da habe ich gesagt, wenn ich mal 25 Jahre Jubiläum feiere, mache ich wieder Blödsinn, denn ich bin ein Büttenredner. Guck mal, so ein Hans Hachenberg, der hätte sich hier hingestellt und hätte vielleicht unter anderem so Sachen erzählt wie: Neulich kam der Junge aus der Schule, hat eine Medaille um den Hals. Eine Bronzemedaille. Ich sag, Junge, wie küsst du an die Bronzemedaille? Ich habe Sport fest gehabt. Nee, seht der Mathe. Das ist Blödsinn. Ich sag, wie küsst du in Mathe an die Bronzemedaille? Ja, seht ihr, wir haben Wettrechnen gemacht. Die Lehrerin hat gefragt, was ist 3 mal 7? Und ich habe mit 18 den 3. Platz gemacht. Das war doch eine schöne Zeit. Ne? Das war doch so. War doch eine schöne Zeit. Das hat keinem wehgetan und man hatten all Spaß. Jetzt darf man nur nicht sagen, früher war es schöner. Das fände ich schade. Das wird immer so weitergehen. Es wird immer Leute im Saal gehen, die nach Hause gehen und sagen, früher war es schöner. In 200 Jahren werden wir hier im Grütze nicht noch Karneval feiern. Da wird es immer noch Leute geben, die sagen, aber früher war es schöner. Lass mal kurz nachrechnen. Hören Sie auf zu zählen, sonst kommen Sie jetzt durcheinander. Früher war es schöner in 200 Jahren. Das heißt, in 200 Jahren war es früher schöner. Könnte es sein, dass das heute ist? Könnte es sein, dass wir einfach mal zufrieden sein sollten mit dem Karneval, den wir haben? Ein bisschen was von früher, ein bisschen was von heute. Und dann können wir sagen, Zukunft, wir spinkse, was gut. Schöne Restfastelovn 2014. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nicht alles so ähnlich. Sagen Tschüss oder Love. Ihre Blöschkopf. Dankeschön. Dein Applaus, Marc Metzger. Ja, liebe Freunde des Kölschen Fasteleers, hier steht Marc Metzger und ich fand das sehr schön, diese Reminiszenz an die Doofnuss an Hans Hachenberg. Aber wenn hier jemand steht, dann steht er genau in dieser Reihe von den Leuten, die er erwähnt hat. Er ist genauso eine Größe wie Hans Hyper, wie Doofnuss, wie Gerd Rück. Unser Marc Metzger! Auch Marc Metzger, Drehmer von Hetzel, Kölle! Marc Metzger, Festkomitee. Herzlichen Dank. Seit über 30 Jahren versprühen Sie Freude auf der Bühne und schenken uns jedes Jahr... Ich möchte bitte auch an die Nation richten, das ist ja noch kein Grund zum Klatschen. Nein, der Grund zum Klatschen wäre folgender, wenn Sie sich vielleicht darauf besinnen würden, dass Sie bitte nicht aus dem Verein austreten, nur weil die Limburger Domelster Bad neu gekachelt hat.
Nein, weißt du, ich meine das wirklich ernst. Jetzt hauen Sie... Ach, gnädige Frau, wer hat Sie denn ins Kleid geschossen heute Morgen? Das ist ja ein Traum. Was da... Guck mal, hier. Ist ja kein Platz für Blähungen. Setz dich, wir haben angefangen. Ich war gerade am Erzählen, dass ich das so traurig finde, dass sie auf den Bischof alle draufhauen. Mit dem Wulff haben wir es genauso gemacht. Ich finde das nicht gut. Mit dem Wulff haben wir es auch gemacht. Vor Jahren habe ich hier gestanden und habe ihn weggewulft. Jetzt ist es mir so unangenehm. Jetzt war es gar nicht, ne? Der arme Herr Wulff, jetzt hat er Amt weg, Frau weg. Gut, für Frau weg könnte er auch mal Danke sagen, oder? Also ganz ehrlich mal, nee. Komm, ganz ehrlich. Haben Sie das Buch von Frau Wulff mal gelesen? Nein. Soll ich es kurz zusammenfassen? 12 Millionen Druckseiten Papier. Ich sag mal, dreilagig hätte es der Nation bessere Dienste erwiesen. Braucht doch kein Mensch. Nee, komm, anderes Thema. Nein, noch mal zurück. Ich fange gleich mit der Rede an. Im Moment ist noch Aufwärmen. Ich fange dann mit der Rede an. Bitte bleiben Sie im Verein. Wir wussten doch vorher auch schon, dass der Verein Geld hat. Das haben wir alle gewusst. Die halbe Düsseldorfer Kö gehört der katholischen Kirche. Das ist nichts Neues. Nein, die halbe Kö. Meinst du, was die Angst haben vor dem neuen Papst? Sinn und Leffers heißt schon Sack und Leinen mittlerweile. Da wird sich einiges tun. Ja, da kommt es. Ich mache anderes Thema. Ich fange jetzt mit der Rede an, ne? Ja. Liebe, obwohl das ist ein schönes Thema, muss man sagen. Ne? Verein ist ein schönes Thema. Gerade jetzt, der ist ja unter uns, wird ja nicht gesendet. Ich fange gleich erst mit der Rede an. Das ist jetzt gerade, weil der neue Chef auch da ist, der Franziskus. Da haben Sie das gesehen, die Sendung? Ach, war das eine herrliche, hast du es geguckt? Das war eine herrliche Sendung. So entspannt, tolle Bilder auch. 2 Tage lang haben wir einen Kamin angeguckt, der nicht qualmt, herrliche Bilder. Dann kam ein bisschen Rauch, haben wir gedacht, ist es schwarz, ist es weiß, haben sie Hunger, sind sie am Grillen, spielt Brings, Fragen über Fragen. Allein als die Senioren rein sind in der Graffiti-Kabuff, in der schön bestickte Mäntelchen, auch herrliche Bilder. Senioren, Polonaise in Rom, vorneweg der Meißner, ja, wir haben die Spitz. Nee, sie also, nee, nicht mich, nimm eine andere, ich kenn Zick für. Meine Frau war so durcheinander, die sagt, wie soll man die wählen? Die haben ja keine Telefonnummer am Rücken. Ich sag, die wählen nicht wir, die wählt der Heilige Geist. Sagt sie, auch jetzt wird der Bohlen überschätzt, ne? Oh, ein Musikstück. Lassen Sie die Hände gefaltet. Das ist doch Messe, stelle ich gerade fest. Nee, ich höre jetzt auf mit dem Thema. Es war mir nur gerade ein persönliches Anliegen. Man muss nicht immer weglaufen, wenn was nicht so gut läuft. Gut, es gibt Fragen zu klären, noch im katholischen Verein, muss man sagen. Es gibt Fragen, die offen sind. Ja, zum Beispiel, darf jemand, der Moses heißt, bei eBay mehr als 10 Gebote abgeben? Da müssen wir drüber sprechen im Verein. Wichtige Frage. Weitere Frage wäre, warum darf zum Pfarrer jeder Vater sagen, nur die eigenen Kinder nicht? Da müssen wir drüber sprechen im Verein. Warten Sie mal eine Minute, das wird noch schlimmer. Wir beide nach München? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich sag nicht München, Hühnchen, Gock, Gock, Höhner, tolle Kapelle. Ja, nee. Doch, ich meine das Tier. Ach, das Hühnchen, ja. Das Hühnchen ist von mir, das ist schnell. Ich sag, ja, Wahnsinn, warum ist das so schnell? Hat 4 Beine. Ich sag, hat er doch 4 Beine, ist das so schnell? Ja, ist schnell. Ich sag, wie kommen Sie an Hühnchen mit 4 Beinen? Hab ich gezüchtet. Ich sag, wie kommt man da drauf? Ja, pass auf, die Mama isst ja ein Schenkelchen. Boah, ey, er macht da 1 Minute. Die Pointe ist so schlecht, aber der Weg ist das Ziel. Was? Und ich weiß, was kommt. Das ist so schwer für mich jetzt. Die Mama isst ja ein Schenkelchen. Papa isst ja ein Schenkelchen und die Kinderchen essen auch ja ein Schenkelchen. Nimm mal 4 Schenkelchen an ein Hühnchen. Nimm mal Mama, pack mal für jedes Schenkelchen an ein Hühnchen und die sind schnell. Ich sag, ja, Wahnsinn, hab ich gesehen, hat uns überholt mit 140. Ja, die sind so schnell. Jetzt kommt gleich die Pointe, aber ich schäme mich so. 140 Sachen rechts an uns vorbei. Ja, die sind schnell. Ich sag, wie schmecken die? Keine Ahnung, man kriegt sie nicht gefangen.
Das ist Blödsinn, ne? Sagen die Leute, ja, Blödsinn. Das ist richtig so, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wissen Sie warum? Weil Karneval irgendwann vor ein paar hundert Jahren mal ursprünglich erfunden worden ist, für Blödsinn zu machen. Warum machen wir das nicht mehr? Ich finde es so schade. Ich muss doch nicht jedes Mal jemanden wegwulfen oder einen lustigen Tagesschausprecher geben. Nee, lassen wir doch mal einfach wieder Blödsinn machen. Guck mal, als ich vor 30, 40 Jahren das erste Mal Fernseher geguckt habe, Karneval in Köln, da liefen hier Leute rum wie Hans Hüper, Hans Hachenberg, Hans Bohls, Hans Rück, der eigentlich Gerd heißt, aber ich hätte ihn gerne mit in der Reihe gehabt, nicht wahr? Ja? Die haben Blödsinn gemacht, da hatte ich Freude dran. Da habe ich gesagt, wenn ich mal 25 Jahre Jubiläum feiere, mache ich wieder Blödsinn, denn ich bin ein Büttenredner. Guck mal, so ein Hans Hachenberg, der hätte sich hier hingestellt und hätte vielleicht unter anderem so Sachen erzählt wie: Neulich kam der Junge aus der Schule, hat eine Medaille um den Hals. Eine Bronzemedaille. Ich sag, Jung, wie küsst du an die Bronzemedaille? Ich habe Sport fest gehabt. Nee, seht der Mathe. Das ist Blödsinn. Ich sag, wie küsst du in Mathe an die Bronzemedaille? Ja, seht ihr, wir haben Wettrechnen gemacht. Die Lehrerin hat gefragt, was ist 3 mal 7? Und ich habe mit 18 den 3. Platz gemacht. Das war doch eine schöne Zeit. Ne? Das war doch so. War doch eine schöne Zeit. Marc Metzger! Kommt da immer. Fastelovend zusammen! Herrlich, guck mal, da. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht, das kann ich nicht mehr toppen. Tschüss zusammen! Nee, Quatsch, Entschuldigung, das tut mir leid, aber das Ende normalerweise, ne? Darf einem nicht passieren, nach 25 Jahren Büttenredner darf einem das nicht passieren. Ich meine, 25 Jahre mache ich das schon, 25 Jahre. Kam gerade einer von Ihnen, kam gerade draußen zu mir und sagte, Herr Metzger, Wahnsinn, 25 Jahre Büttenredner und da fällt Ihnen immer noch was Neues ein. Und da kann ich ganz klar sagen, nein. Ich bitte Sie, 25 Jahre habe ich erzählt, da kann er irgendwann jeder doch mal alles aus, verstehst du? Guck mal, ich mache 5000 Wörter pro Rede. Wenn Sie Langeweile haben, zählen Sie mal nach. Und Sie haben Langeweile, ja. Oder haben Sie nur ein falsches Gesicht mitgebracht heute? Nein, ne? Sie können das hinten nicht sehen. Es gibt immer Leute in der ersten Reihe, da denkst du, ja, der hat die Karte zum Geburtstag gekriegt, ne? Wollten Sie eigentlich zum Silbereisen, jetzt steht der Karierte, da ist doof gelaufen für Sie, ne? Also, Sie hören ja wenigstens auch zu, die Dame neben Ihnen ist so mit ihrem Handy beschäftigt, die haben auch gar nicht mitbekommen, dass hier eine Sitzung läuft. Gnädige Frau, das ist mit Live-Programm, deswegen sind die Karten so teuer. Hallo? Die kriegen ja nichts mit. Sie sind ja völlig in der dritten Welt, hallo? Aber schön, dass Sie das Handy beiseite gelegt haben. Weißt du, manchmal als Redner denkst du dir, morgens fährst du überhaupt noch hin oder schickst du einen Link? Weißt du, der alle... Nicht weinen, der Onkel macht nur Spaß, ne? Weil ich mach mal links, weiter rechts, ist ja instabil, ne? Nein, ich wollte nur gerade sagen, fangen Sie jetzt an zu zählen. Ich mache 5000 Wörter pro Auftritt. Das sind 500.000 Wörter im Jahr. Das sind 12,5 Millionen Wörter in 25 Jahren. Ich kenne Ehemänner, die haben bis zur Silberhochzeit keine 2000 rausgekriegt, verstehst du? Da soll ich hier, was Sie immer alle nicken da, ne? Ja, meiner. Ne, da muss man noch der halbe Wortschatz abziehen. Ja, Schatz, danke, Schatz, gerne, Schatz, bitte, Schatz, mach ich, Schatz. Wir schatzen ja alle gern. Ich sag auch Schatz zu meiner Frau. Du auch? Warum sagst du Schatz zu meiner Frau? Das verstehe ich nicht. Auch den Tisch austauschen, bitte. Das ist ja furchtbar hier.
Nein, ich wollte nur gerade noch mal erklären für die Auswärtigen, die ja heute in der Überzahl sind. Dieses Schatzen, das ist so typisch Kölsch, ne? Schatzen, das macht man in Köln, das ist so typisch Kölsch-katholisch, ne? Verliebt, verlobt, rein in die Kirche, raus aus der Kirche, Vorname, vergessen, Schatz. So läuft das bei uns, ja. Darf ich das gerade, bevor ich mit der Rede anfange, könnte ich gerade noch was klarstellen? Liebe Zuschauer an den Geräten zu Hause, vor welche Geräte Sie auch immer sitzen, liebe Zuschauer hier im Gürzenich zu Köln, lieber Reisebus, der gerade erst den Gürzenich erreicht hat, was ist das denn für eine Rennerei da hinten? Noch 2 Busse aus dem Sauerland gekommen, grüße euch, setzt euch. Ich möchte eins gerade klarstellen, wenn ich Kirche gesagt habe. Ich bin seit 40 Jahren im katholischen Verein nicht mehr. Aber nicht ich. So, jetzt karnevalistische Teil. Ich bin ja Büttenredner, kein Wanderprediger. Ne? Ich habe vor 25 Jahren, hatte ich das erwähnt eben, da hatten Sie noch geschlafen. Hallo, Metzger. Vor 25 Jahren hatte ich angefangen mit Büttenreden, damals noch mit Reimreden. Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Kann man auch nicht mehr bringen, sind die jungen Leute überfordert. Ne? Wenn du eine Reimrede machst, ja, guck mal, der Schlagersänger hatte Melodie vergessen, sagen sie dann. Das ist alles nicht mehr. Nee. Ich habe es aber damals, ich weiß, darf ich die erste von vor 25 Jahren? 25 Jahre her hatte ich Rede, die ging, schon Salomon der Weise spricht, verachte die Verwandtschaft nicht, denn auch Verwandte, das sind Menschen. Ich weiß es nicht, ich könnte sie lynchen. Das war meine erste Rede. Ja, wie, ha, Moment. Hier, da, was heißt denn, hat doch jeder einen in der Familie, den man gerne mit der Nagelschere aus dem Stammbaum wieder rausschneiden möchte. Ich habe auch so einen Onkel von mir. Ich fange gleich an. Onkel von mir hat sie nicht mehr alle, ja. Kann man nichts machen. Hat vor 5 Jahren einen riesen Laden aufgemacht in Köln für Brennholzverleih. Ja, warte, das dauert, bis der in Kaiserslautern ankommt. Das sieht sie. Für Brennholzverleih, verstehst du? Ja. Hat einen Haufen Asche gemacht mit dem Laden, ja. Wir wollten bei der Sparkasse einzahlen, haben sie ihn eingesperrt. Ja, so kann's gehen. Oh! Aber nein, das ist ja, bevor ich mit der Rede anfange, nur, dass Sie verstehen, was ich familiär auch für Probleme habe, das ist schwer. Ne? Der hat eine Tochter, die ist noch bekloppter als wie ich, die redet noch mehr Blödsinn. Ich rede echt seit 25 Jahren Stuss, aber die kannst du nicht stoppen. Wie soll man das beschreiben? Also, ich sag mal, das ist die einzige Frau in Deutschland, wo die NSA nach 2 Minuten freiwillig auflegt, aus Mitleid, verstehst du? Ich habe jetzt zu Weihnachten, hatte ich ihr Badesalz geschickt, rief sie gestern an, ich nehme wieder Wasser, das Zeug kratzt wie Sau. So eine ist das. Ich kann ihr Mitleid da verstehen. Jetzt hat sie noch ein Kind, 5 Jahre, der Pascal, jetzt seit 5 Jahren hat sie das. Ne, das ist auch furchtbar. Der ist ja genauso bekloppt wie seine Mutter. Kam jetzt vor 2 Tagen, kam er zu mir, ganz stolz. Ich sagte, guck mal, Onkel Mark, ich kann schon Schleife binden. Ich sag, toll, geht schnell. Sagt er, 2 Stunden. Ich sag, Hut ab für Klettverschluss, muss er erst mal hinkriegen. Ne? Das ist so blöd. Nee, das tut weh, ja. Weißt du, Kind, vor 2 Wochen hatten sie Wasserrohrbruch, haben sie das Kind bei den Nachbarn gebracht. 10 Minuten später waren die Nachbarn wieder da und sie sagt, nehmt ihr das Kind, wir nehmen das Wasser. Was, so ein Kind ist das? Nein. Kommen Sie mal bitte zu mir. Bevor ich anfange, ist es wichtig, dass wir das klären. Mir tut das jetzt so leid für das Kind. Was soll aus dem Kind werden? Die gucken nur noch Fernsehen. Das ist so traurig. Wir konnten uns früher noch mit uns selber beschäftigen. Wir hatten noch Ideen. Gut, wir hatten kein Fernsehen, aber wir hatten noch Ideen. Ja? Meine Mutter sagt immer, Mensch, als Kind konntest du 2 Stunden lang mit dem Schlüsselbund spielen. Ich sage, Mama, wenn ich besoffen bin, kann ich das heute auch noch. Das ist kein Problem. Oh. Nee. Es ist wichtig, dass Sie sich beschäftigen wieder, damit wir Kreativität in die Welt kommen. Guck mal, wenn ich Langeweile habe, vor einer Woche hatte ich so schwer Langeweile. Ich hatte so, Sie können es nachfühlen, Sie haben es gerade, ja. Sie zählen aber noch, ja. Dann ist das verständlich. Ich hatte so Langeweile gehabt, da bin ich nach Ikea gefahren, habe mich in den Schrank gesetzt. Immer wenn einer die Tür aufgemacht hat, habe ich gesagt, willkommen in Narnia. Das sind herrliche Bilder. Das kann man eigentlich nur noch toppen, wenn man sich beim Kaufhof in eine Umkleidekabine setzt, aus dem Vorhang guckt und ruft, Papier ist alle. Das ist schön. Papier ist alle. Das haben Sie nicht verstanden wahrscheinlich, ne? Kannst du einen abstellen zum Erklären? Hier vorne ist echt streng. Ja, da heißt die Sendung Karneval in Köln und keiner kommt von hier. Das ist so schön.
Ich ja auch nicht, ne? Ja, ne, muss man noch sagen, muss man wirklich sagen. Familie, habe ich gesagt, ist wichtig, die Kirche ist wichtig. Und, weil ich es gerade selber erwähne, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, weil, wenn es nicht mehr läuft, muss man da wieder hin. Darf man da wieder mitmachen. Ich habe ja 15 Jahre vor Köln euren Leben gehabt. Ich habe schöne Auftritte gehabt. In der Eifel, im Westerwald, an der A. Es war anders schön, weißt du? Es war rustikaler. Hier, der Tisch hatte ich ja eben erwähnt. Wir hatten das alles nicht, was ihr da habt. iPhones, iPod, iPad, das hatte man alles nicht. Die ganze Eierei, den ganzen Tag bis am Klingeln. Das ist doch wahnsinnig. iPhone, iPod, iPad. Wenn früher geklingelt hat, wusstest du Tür oder Telefon, Bofrost oder Avon. Gab 2 Möglichkeiten, verstehst du? Wenn heute klingelt, musst du 2 Tage frei nehmen und gucken, wo es herkommt. Wir hatten das alles nicht. iPhone, iPad, iPad, die ganze Eierei. Wir hatten Ei im Glas und Überraschungsei. Wir sind auch Erwachsene geworden. Was soll aus der Jugend werden, wenn sie Eisprung für einen Riss im Display halten? Da ist doch nichts mehr. Nein. Ja, hör auf. Ja, bitte. Stimmung. Einzige soziale Netzwerk, was wir hatten, war der Häkelgruppe von der Oma, verstehst du? Jetzt erklär der Frau mal WLAN, stricken ohne Wolle, die kommt da durcheinander. Da konntest du keinen aus dem Freundeskreis löschen, da war der tot, verstehst du? Das ist eine komische Zeit geworden, ne? Nee, ich erzähle das gerade noch, dann fange ich ja auch mit der Rede an. Wir hatten noch nicht mal Navigationsgeräte. Nee, wir sind ohne Navigation durch die Eifel, war eine tolle Zeit. Ja, wir sind am Wetterbericht gefahren, ja. Wo es Prüm geradeaus bis hell wird, 14 Uhr links, so sind wir da durchgegangen. Einmal hatten wir es was spät, weiß ich noch, da sind wir 140 auf der Landstraße, das darf man heute gar nicht mehr, nicht wahr? Sind wir 140 auf der Landstraße, hat uns rechts was überholt. Ich sagte zu meinem Fahrer, was war das? Er sagte, da war ein Hühnchen. Ich sagte, bist du besoffen, ein Hühnchen? Wir fahren 140. Ich sagte, ja, war ein schnelles Hühnchen. Ich sagte, muss aber sehr schnell gewesen sein bei 140. Ja, sagte, kein Wunder, das hatte 4 Beine. Ich sagte, säufst du Lack zum Frühstück? Ich hab das noch nie gesehen, ein Hühnchen mit 4 Beinen, da sind wir dem hinterher, ich wollte das sehen. Ne? Kurz zum Bauernhof, fort, da stand der Bauer noch, bin ich dahin, bin doch nicht blöd, bin ich direkt zum Bauern. Ich sag, Tag, Herr Bauer, mein Name ist Metzger. Das klingt erst blöd, wenn man es selber sagt, ne? Steht aber so im Text. Tag, Herr Bauer. Was für ein Text? Naja, na. Tag. Ach, Sie sind noch da. Tag, Herr Bauer, mein Name ist Metzger. Ich wollte mal fragen, wegen dem Hühnchen. Nach München? Nein, nicht München, Hühnchen. Wegen dem Hühnchen. Nach München? Ich sag, nein, Hühnchen. Mein Fahrer sagt, das Hühnchen hat 4 Beine. Wir beide nach München? Wenn Sie das schon blöd, Aufmerksamkeit, nicht alles so ähnlich sagen, tschüss oder love, Ihre Blöschkopf. Dankeschön. Dein Applaus, Marc Metzger. Ja, liebe Freunde des Kölschen Fasteleers, hier steht Marc Metzger und ich fand das sehr schön, diese Reminiszenz an die Doofnuss an Hans Hachenberg. Aber wenn hier jemand steht, dann steht er genau in dieser Reihe von den Leuten, die er erwähnt hat. Er ist genauso eine Größe wie Hans Süper, wie Doofnuss, wie Gerd Rück. Unser Marc Metzger! Auf Marc Metzger, Drehmer von Hetzel, Kölle! Marc Metzger, Festkomitee. Herzlichen Dank. Seit über 30 Jahren versprühen Sie Freude auf der Bühne und schenken uns jedes Jahr... Ich möchte bitte auch an die Nation richten, das ist ja noch kein Grund zum Klatschen. Nein, der Grund zum Klatschen wäre folgender, wenn Sie sich vielleicht darauf besinnen würden, dass Sie bitte nicht aus dem Verein austreten, nur weil die Limburger Dom-Elster-Bad neu gekachelt hat. Nein, weißt du, ich meine das wirklich ernst. Jetzt hauen Sie... Ach, gnädige Frau, wer hat Sie denn ins Kleid geschossen heute Morgen? Ist ja ein Traum, was da... Guck mal, hier. Ist ja kein Platz für Blähungen. Setz dich, wir haben angefangen.
Ich war gerade am Erzählen, dass ich das so traurig finde, dass sie auf den Bischof alle draufhauen. Mit dem Wulff haben wir es genauso gemacht. Ich finde das nicht gut. Mit dem Wulff haben wir es auch gemacht. Vor Jahren habe ich hier gestanden und habe ihn weggewulft. Jetzt ist es mir so unangenehm. Jetzt war es gar nicht, ne? Der arme Herr Wulff, jetzt hat er Amt weg, Frau weg. Gut, für Frau weg könnte er auch mal Danke sagen, oder? Also ganz ehrlich mal, nee. Komm, ganz ehrlich. Haben Sie das Buch von Frau Wulff mal gelesen? Nein. Soll ich es kurz zusammenfassen? 12 Millionen Druckseiten Papier. Ich sag mal, dreilagig hätte es der Nation bessere Dienste erwiesen. Braucht doch kein Mensch. Nee, komm, anderes Thema. Nein, noch mal zurück. Ich fange gleich mit der Rede an. Im Moment ist noch Aufwärmen. Ich fange dann mit der Rede an. Bitte bleiben Sie im Verein. Wir wussten doch vorher auch schon, dass der Verein Geld hat. Das haben wir alle gewusst. Die halbe Düsseldorfer Kö gehört der katholischen Kirche. Das ist nichts Neues. Nein, die halbe Kö. Meinst du, was die Angst haben vor dem neuen Papst? Sinn und Leffers heißt schon Sack und Leinen mittlerweile. Da wird sich einiges tun. Ja, da kommt es. Ich mache anderes Thema. Ich fange jetzt mit der Rede an, ne? Ja, verstehst du? Wenn heute klingelt, musst du 2 Tage frei nehmen und gucken, wo es herkommt. Wir hatten das alles nicht. iPhone, iPad, die ganze Eierei. Wir hatten Ei im Glas und Überraschungsei. Wir sind auch erwachsen geworden. Was soll aus der Jugend werden, wenn sie Eisprung für einen Riss im Display halten? Da ist ja nichts mehr. Nein. Ja, hör auf. Ja, bitte. Stimmung. Einzige soziale Netzwerk, was wir hatten, war der Häkelgruppe von der Oma, verstehst du? Jetzt erklär der Frau mal WLAN, stricken ohne Wolle, die kommt da durcheinander. Da konntest du keinen aus dem Freundeskreis löschen, da war der tot, verstehst du? Das ist eine komische Zeit geworden, ne? Nee, ich erzähle das gerade noch, dann fange ich auch mit der Rede an. Wir hatten noch nicht mal Navigationsgeräte. Nee, wir sind ohne Navigation durch die Eifel, war eine tolle Zeit. Ja, wir sind am Wetterbericht gefahren, ja. Wo es Prüm geradeaus bis hell wird, 14 Uhr links. So sind wir da durchgegangen. Wir hatten einmal, was spät, weiß ich noch, da sind wir 140 auf der Landstraße, das darf man heute gar nicht mehr, nicht wahr? Sind wir 140 auf der Landstraße, hat uns rechts was überholt. Ich sagte zu meinem Fahrer, was war das? Sagt er, war ein Hühnchen. Ich sag, bist du besoffen, ein Hühnchen? Wir fahren 140. Ich sagte, ja, war ein schnelles Hühnchen. Ich sag, muss aber sehr schnell gewesen sein bei 140. Ja, sagt er, kein Wunder, das hatte 4 Beine. Ich sag, säufst du Lack zum Frühstück? Ich hab das noch nie gesehen, ein Hühnchen mit 4 Beinen, da sind wir dem hinterher, ich wollte das sehen. Ne? Kurz zum Bauernhof, fort, da stand der Bauer noch, bin ich dahin, bin doch nicht blöd, bin ich direkt zum Bauern, ich sag, Tag, Herr Bauer, mein Name ist Metzger. Das klingt erst blöd, wenn man es selber sagt, ne? Steht aber so im Text. Tag, Herr Bauer. Was für ein Text? Naja, na. Tag. Ach, Sie sind noch da. Tag, Herr Bauer, mein Name ist Metzger. Ich wollte mal fragen, wegen dem Hühnchen. Nach München? Nein, nicht München, Hühnchen. Wegen dem Hühnchen. Nach München? Ich sag, nein, Hühnchen. Mein Fahrer sagt, das Hühnchen hat 4 Beine. Wir beide nach München? Wenn Sie das schon blöd finden, warten Sie mal eine Minute, das wird noch schlimmer. Wir beide nach München? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich sag nicht München, Hühnchen, Kock, Kock, Höhner, tolle Kapelle. Ja, nee. Doch, ich meine das Tier. Ach, das Hühnchen, ja. Das Hühnchen ist von mir, das ist schnell. Ich sag, ja, Wahnsinn, warum ist das so schnell? Hat 4 Beine. Ich sag, hatte doch 4 Beine, ist das so schnell? Ja, ist schnell. Ich sag, wie kommen Sie an Hühnchen mit 4 Beinen? Hab ich gezüchtet. Ich sag, wie kommt man da drauf? Ja, pass auf, die Mama isst ja ein Schenkelchen. Boah, ey, er macht da 1 Minute. Die Pointe ist so schlecht, aber der Weg ist das Ziel. Was? 10 Minuten später waren die Nachbarn wieder da und sie sagt, nehmt ihr das Kind, wir nehmen das Wasser. Was, so ein Kind ist das? Nein. Kommen Sie mal bitte zu mir. Bevor ich anfange, ist es wichtig, dass wir das klären. Mir tut das jetzt so leid für das Kind. Was soll aus dem Kind werden? Die gucken nur noch Fernsehen. Das ist so traurig. Wir konnten uns früher noch mit uns selber beschäftigen. Wir hatten noch Ideen. Gut, wir hatten kein Fernsehen, aber wir hatten noch Ideen. Ja? Meine Mutter sagt immer, Mensch, als Kind konntest du 2 Stunden lang mit dem Schlüsselbund spielen. Ich sage, Mama, wenn ich besoffen bin, kann ich das heute auch noch. Das ist kein Problem. So. Der Rentner.
Ne? Es ist wichtig, dass Sie sich beschäftigen wieder, damit wir Kreativität in die Welt kommen. Guck mal, wenn ich Langeweile habe, vor einer Woche hatte ich so schwer Langeweile. Ich hatte so, Sie können es nachfühlen, Sie haben es gerade, ja. Ich hatte... Sie zählen aber noch, ja, ja. Dann ist das verständlich. Ich hatte so Langeweile gehabt, da bin ich nach Ikea gefahren, habe mich in den Schrank gesetzt. Immer wenn einer die Tür aufgemacht hat, habe ich gesagt, willkommen in Narnia. Das sind herrliche Bilder. Das kann man eigentlich nur noch toppen, wenn man sich beim Kaufhof in eine Umkleidekabine setzt, aus dem Vorhang guckt und ruft, Papier ist alle. Das ist schön. Papier ist alle. Das haben Sie nicht verstanden wahrscheinlich, ne? Kannst du einen abstellen zum Erklären? Hier vorne ist echt streng. Ja, da heißt die Sendung Karneval in Köln und keiner kommt von hier. Das ist so schön. Ich ja auch nicht, ne? Ja, ne, muss man auch sagen, muss man wirklich sagen. Familie, habe ich gesagt, ist wichtig, die Kirche ist wichtig und, weil ich gerade selber erwähne, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, weil, wenn es nicht mehr läuft, muss man da wieder hin. Darf man da wieder mitmachen. Ich habe ja 15 Jahre vor Köln auch ein Leben gehabt. Ich habe schöne Auftritte gehabt. In der Eifel, im Westerwald, an der A. Es war anders schön, weißt du? Es war rustikaler. Hier, der Tisch hatte ich ja eben erwähnt. Wir hatten das alles nicht, was ihr da habt. iPhones, iPod, iPad, das hatte man alles nicht. Die ganze Eierei, den ganzen Tag bis am Klingeln. Das ist doch wahnsinnig. iPhone, iPod, iPad. Wenn früher geklingelt hat, wusstest du Tür oder Telefon. Bofrost oder Avon. Gab 2 Möglichkeiten, verstehst du? Wenn heute klingelt, musst du 2 Tage frei nehmen und gucken, wo es herkommt. Wir hatten das alles nicht. iPhone, iPad, iPad, die ganze Eierei. Wir hatten Ei im Glas und Überraschungsei. Wir sind auch Erwachsene geworden. Was soll aus der Jugend werden, wenn sie Eisprung für einen Riss im Display halten? Da ist ja nichts mehr. Nein. Ja, hör auf. Ja, bitte. Stimmung. Einzige soziale Netzwerk, was wir hatten, war der Häkelgruppe von der Oma, verstehst du? Jetzt erklär der Frau mal WLAN, stricken ohne Wolle, die kommt aus Mitleid, verstehst du? Ich habe jetzt zu Weihnachten, hatte ich ihr Badesalz geschickt, rief sie gestern an, ich nehme wieder Wasser, das Zeug kratzt wie Sau. So eine ist das. Ich kann ihr Mitleid da verstehen. Jetzt hat sie noch ein Kind, 5 Jahre, der Pascal, jetzt seit 5 Jahren hat sie das. Ne, das ist auch furchtbar. Der ist ja genauso bekloppt wie seine Mutter. Kam jetzt vor 2 Tagen, kam er zu mir, ganz stolz. Ich sagte, guck mal, Onkel Mark, ich kann schon Schleife binden. Ich sag, toll, geht schnell. Sagt er, 2 Stunden. Ich sag, Hut ab für Klettverschluss, muss er erst mal hinkriegen. Ne? Das ist so blöd. Nee, das tut weh, ja. Weißt du, Kind, weißt du, vor 2 Wochen hatten sie Wasserrohrbruch, haben sie das Kind bei den Nachbarn gebracht. 10 Minuten später waren die Nachbarn wieder da und sie sagt, nehmt ihr das Kind, wir nehmen das Wasser. Weißt du, so ein Kind ist das. Nein, kommen Sie mal bitte zu mir. Bevor ich anfange, ist es wichtig, dass wir das klären. Mir tut das jetzt so leid für das Kind. Was soll aus dem Kind werden? Die gucken nur noch Fernsehen. Das ist so traurig. Wir konnten uns früher noch mit uns selber beschäftigen. Wir hatten noch Ideen. Gut, wir hatten kein Fernsehen, aber wir hatten noch Ideen. Ja? Meine Mutter sagt immer, Mensch, als Kind konntest du 2 Stunden lang mit dem Schlüsselbund spielen. Ich sage, Mama, wenn ich besoffen bin, kann ich das heute auch noch. Das ist kein Problem. Oh. Nee. Es ist wichtig, dass Sie sich beschäftigen wieder, damit wir Kreativität in die Welt kommen. Guck mal, wenn ich Langeweile habe, vor einer Woche hatte ich so schwer Langeweile. Ich hatte so, Sie können es nachfühlen, Sie haben es gerade, ja. Sie zählen aber noch, ja, ja. Dann ist das verständlich. Ich hatte so Langeweile gehabt, da bin ich nach Ikea gefahren, habe mich in den Schrank gesetzt. Immer wenn einer die Tür aufgemacht hat, habe ich gesagt, willkommen in Narnia. Das sind herrliche Bilder. Das kann man eigentlich nur noch toppen, wenn man sich beim Kaufhof in eine Umkleidekabine setzt, aus dem Vorhang guckt und ruft, Papier ist alle. Das ist schön. Papier ist alle. Das haben Sie nicht verstanden wahrscheinlich, ne? Kannst du einen abstellen zum Erklären? Hier vorne ist echt streng. Ja, da heißt die Sendung Karneval in Köln und keiner kommt von hier. Das ist so schön.
Ich ja auch nicht, ne? Ja, nee, muss man auch sagen, muss man wirklich sagen. Familie, habe ich gesagt, ist wichtig, die Kirche ist wichtig und, weil ich gerade selber erwähne, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, weil, wenn es nicht mehr läuft, muss man da wieder hin. Darf man da wieder mitmachen. Ich habe ja 15 Jahre vor Köln euren Leben gehabt. Ich habe schöne Auftritte gehabt. In der Eifel, im Westerwald, an der A. Es war anders schön, weißt du? Es war rustikaler. Hier, der Tisch hatte ich ja eben erwähnt. Wir hatten das alles nicht, was ihr da habt. iPhones, iPod, iPad, das hatte man alles nicht. Auf Marc Metzger, Drehmer von Hetzel, Kölle! Marc Metzger, Festkomitee. Herzlichen Dank. Seit über 30 Jahren versprühen Sie Freude auf der Bühne und schenken uns jedes Jahr... Ich möchte bitte auch an die Nation richten, das ist ja noch kein Grund zum Klatschen. Nein, der Grund zum Klatschen wäre folgender, wenn Sie sich vielleicht darauf besinnen würden, dass Sie bitte nicht aus dem Verein austreten, nur weil die Limburger Domelster-Bad neu gekachelt hat. Nein, weißt du, ich meine das wirklich ernst. Jetzt hauen Sie... Ach, gnädige Frau, wer hat Sie denn ins Kleid geschossen heute Morgen? Das ist ja ein Traum, was da... Guck mal, hier. Ist ja kein Platz für Blähungen. Setz dich, wir haben angefangen. Ich war gerade am Erzählen, dass ich das so traurig finde, dass da auf den Bischof alle draufhauen. Mit dem Wulff haben wir es genauso gemacht. Ich finde das nicht gut. Mit dem Wulff haben wir es auch gemacht. Vor Jahren habe ich hier gestanden und habe ihn weggewulft. Jetzt ist es mir so unangenehm. Jetzt war es gar nicht, ne? Der arme Herr Wulff, jetzt hat er Amt weg, Frau weg. Gut, für Frau weg könnte er auch mal Danke sagen, oder? Also ganz ehrlich mal, nee. Komm, ganz ehrlich. Haben Sie das Buch von Frau Wulff mal gelesen? Nein. Soll ich es kurz zusammenfassen? 12 Millionen Druckseiten Papier. Ich sag mal, dreilagig hätte es der Nation bessere Dienste erwiesen. Braucht doch kein Mensch. Nee, komm, anderes Thema. Nein, noch mal zurück. Ich fange gleich mit der Rede an. Im Moment ist noch Aufwärmen. Ich fange dann mit der Rede an. Bitte bleiben Sie im Verein. Wir wussten doch vorher auch schon, dass der Verein Geld hat. Das haben wir alle gewusst. Die halbe Düsseldorfer Kö gehört der katholischen Kirche. Das ist nichts Neues. Nein, die halbe Kö. Meinst du, was die Angst haben vor dem neuen Papst? Sinn und Leffers heißt schon Sack und Leinen mittlerweile. Da wird sich einiges tun. Ja, da kommt es. Ich mache anderes Thema. Ich fange jetzt mit der Rede an, ne? Ja. Liebe, obwohl das ist ein schönes Thema, muss man sagen. Ne? Verein ist ein schönes Thema. Gerade jetzt, das ist ja unter uns, wird ja nicht gesendet. Ich fange gleich erst mit der Rede an. Das ist jetzt gerade, weil der neue Chef auch da ist, der Franziskus. Da haben Sie das gesehen, die Sendung? Ach, war das eine herrliche, hast du es geguckt? Das war eine herrliche Sendung. So entspannt, tolle Bilder auch. 2 Tage lang haben wir einen Kamin angeguckt, der nicht qualmt, herrliche Bilder. Dann kam ein bisschen Rauch, haben wir gedacht, ist es schwarz, ist es weiß, haben sie Hunger, sind sie am Grillen, spielt Brings, Fragen über Fragen. Allein als die Senioren rein sind in der Graffiti-Kabuff, in der schön bestickte Mäntelchen, auch herrliche Bilder. Senioren, Polonaise in Rom, vorneweg der Meißner, ja, wir haben die Spitz. Nee, sie also, nee, nicht mich, nimm eine andere, ich kenn Zick für. Meine Frau war so durcheinander, die sagt, wie soll man die wählen? Die haben ja kein Telefonnummer. Sie zählen aber noch. Ja. Dann ist das verständlich. Ich hatte so Langeweile gehabt, da bin ich nach Ikea gefahren, hab mich in den Schrank gesetzt. Immer wenn einer die Tür aufgemacht hat, habe ich gesagt, willkommen in Narnia. Sehr herrliche Bilder. Das kann man eigentlich nur noch toppen, wenn man sich beim Kaufhof in eine Umkleidekabine setzt, aus dem Vorhang guckt und ruft, Papier ist alle. Das ist schön. Papier ist alle. Das haben Sie nicht verstanden wahrscheinlich, ne? Kannst du einen abstellen zum Erklären? Hier vorne ist echt streng. Ja, da heißt die Sendung Karneval in Köln und keiner kommt von hier. Das ist so schön. Ich ja auch nicht, ne? Ja, nee, muss man auch sagen, muss man wirklich sagen. Familie, habe ich gesagt, ist wichtig, die Kirche ist wichtig und, weil ich gerade selber erwähne, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, weil, wenn es nicht mehr läuft, muss man da wieder hin. Darf man da wieder mitmachen. Ich habe ja 15 Jahre vor Köln euren Leben gehabt. Ich habe schöne Auftritte gehabt. In der Eifel, im Westerwald, an der A. Es war anders schön, weißt du?
Es war rustikaler. Hier, der Tisch hatte ich ja eben erwähnt. Wir hatten das alles nicht, was ihr da habt. iPhones, iPod, iPad, das hatte man alles nicht. Die ganze Eierei, den ganzen Tag bis am Klingeln. Das ist doch wahnsinnig. iPhone, iPod, iPad. Wenn früher geklingelt hat, wusstest du Tür oder Telefon, Bofrost oder Avon. Gab 2 Möglichkeiten, verstehst du? Wenn heute klingelt, musst du 2 Tage frei nehmen und gucken, wo es herkommt. Wir hatten das alles nicht. iPhone, iPad, iPad, die ganze Eierei. Wir hatten Ei im Glas und Überraschungsei. Wir sind auch erwachsen geworden. Was soll aus der Jugend werden, wenn sie Eisprung für einen Riss im Display halten? Da ist ja nichts mehr. Nein. Ja, hör auf. Ja, bitte. Stimmung. Einzige soziale Netzwerk, was wir hatten, war der Häkelgruppe von der Oma, verstehst du? Jetzt erklär der Frau mal WLAN, stricken ohne Wolle, die kommt da durcheinander. Da konntest du keinen aus dem Freundeskreis löschen, da war der tot, verstehst du? Das ist eine komische Zeit geworden, ne? Nee, ich erzähle das gerade noch, dann fange ich ja auch mit der Rede an. Wir hatten noch nicht mal Navigationsgeräte. Nee, wir sind ohne Navigation durch die Eifel, war eine tolle Zeit. Ja, wir sind am Wetterbericht gefahren, ja. Wo es Prüm geradeaus bis hell wird, 14 Uhr links. So sind wir da durchgegangen. Wir hatten wir es was spät. Weiß ich noch, da sind wir 140 auf der Landstraße. Das darf man heute gar nicht mehr, nicht wahr? Sind wir 140 auf der Landstraße, hat uns rechts was überholt. Ich sag zu meinem Fahrer, was war das? Sagt er, war ein Hühnchen. Ich sag, bist du besoffen, ein Hühnchen? Wir fahren 140. Ich sagte, ja, war ein schnelles Hühnchen. Ich sag, muss aber sehr schnell gewesen sein bei 140. Ja, sagt er, kein Wunder, das hatte 4 Beine. Ich sag, Safen. Hallo, Metzger. Vor 25 Jahren hatte ich angefangen mit Büttenreden. Damals noch mit Reimreden. Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Kann man auch nicht mehr bringen. Sind die jungen Leute überfordert. Ne? Wenn du eine Reimrede machst, ja, guck mal, der Schlagersänger hatte Melodie vergessen, sagen sie dann. Das ist alles nicht mehr. Nee. Ich hab's aber damals, ich weiß, darf ich die erste? Von vor 25 Jahren? 25 Jahre her hatte ich Rede, die ging, schon Salomon der Weise spricht, verachte die Verwandtschaft nicht, denn auch Verwandte, das sind Minche. Ich weiß es nicht, ich könnte lynche. Das war meine erste Rede. Ja, wie, ha, Moment. Hier, da, was heißt denn, hat doch jeder einen in der Familie, den man gerne mit der Nagelschere aus dem Stammbaum wieder rausschneiden möchte. Ich habe auch so einen Onkel von mir. Ich fange gleich an. Onkel von mir hat sie nicht mehr alle, ja. Kann man nichts machen. Hat vor 5 Jahren einen riesen Laden aufgemacht in Köln für Brennholzverleih. Ja, warte, das dauert, bis der in Kaiserslautern ankommt. Das sieht sie. Für Brennholzverleih, verstehst du? Ja, ja, ja. Hat einen Haufen Asche gemacht mit dem Laden, ja. Wir wollten bei der Sparkasse einzahlen, haben sie ihn eingesperrt. Ja, ja, so kann's gehen. Oh! Aber nein, das ist ja, bevor ich mit der Rede anfange, nur, dass Sie verstehen, was ich familiär auch für Probleme habe, das ist schwer. Ne? Der hat eine Tochter, die ist noch bekloppter als wie ich, die redet noch mehr Blödsinn. Ich rede echt seit 25 Jahren Stuss, aber die kannst du nicht toppen. Wie soll man das beschreiben? Also, ich glaube, das ist die einzige Frau in Deutschland, wo die NSA nach 2 Minuten freiwillig auflegt, aus Mitleid, verstehst du? Ich habe jetzt zu Weihnachten, hatte ich ihr Badesalz geschickt, rief sie gestern an, ich nehme wieder Wasser, das Zeug kratzt wie Sau. So eine ist das. Ich kann ihr Mitleid da verstehen. Jetzt hat sie noch ein Kind, 5 Jahre, der Pascal, jetzt seit 5 Jahren hat sie das. Ne, das ist auch furchtbar. Der ist ja genauso bekloppt wie seine Mutter. Kam jetzt vor 2 Tagen, kam er zu mir, ganz stolz. Ich sagte, guck mal, Onkel Mark, ich kann schon Schleife binden. Ich sag, toll, geht schnell. Sagt er, 2 Stunden. Ich sag, Hut ab für Klettverschluss, muss er erst mal hinkriegen. Ne? Das ist so blöd. Nee, das tut weh, ja. Weißt du, Kind, vor 2 Wochen hatten sie Wasserrohrbruch, haben sie das Kind bei den Nachbarn gebracht. 10 Minuten später waren die Nachbarn wieder da und sie sagt, nehmt ihr das Kind, wir nehmen das Wasser. Was, so ein Kind ist das? Nein, kommen Sie mal bitte zu mir. Bevor ich anfange, ist es wichtig, dass wir das klären. Mir tut das jetzt so leid für das Kind. Was soll aus dem Kind werden? Die gucken nur noch Fernsehen. Das ist so traurig. Wir konnten uns früher noch mit uns selber beschäftigen. Wir hatten noch Ideen. Gut, wir hatten kein Fernsehen, aber wir hatten noch Ideen. Ja? Meine Mutter sagt immer, Mensch, als Kind konntest du 2 Stunden lang mit dem Schlüsselbund spielen. Ich sage, Mama, wenn ich besoffen bin, kann ich das heute auch noch. Das ist kein Problem. Oh. Meine Frau war so durcheinander, die sagt, wie soll man die wählen? Die haben ja keine Telefonnummer am Rücken. Ich sag, die wählen nicht wir, die wählt der Heilige Geist. Sagt sie, auch jetzt wird der Bohlen überschätzt, ne? Oh, ein Musikstück.
müssten Sie die Hände gefaltet. Das ist doch Messe, stelle ich gerade fest. Nee, ich höre jetzt auf mit dem Thema. Es war mir nur gerade ein persönliches Anliegen, nicht wahr? Man muss nicht immer weglaufen, wenn was nicht so gut läuft. Gut, es gibt Fragen zu klären, noch im katholischen Verein, muss man sagen. Es gibt Fragen, die offen sind. Ja, zum Beispiel, darf jemand, der Moses heißt, bei eBay mehr als 10 Gebote abgeben? Da muss wer drüber sprechen im Verein. Wichtige Frage. Weitere Frage wäre, warum darf zum Pfarrer jeder Vater sagen, nur die eigenen Kinder nicht? Da müssen wir drüber sprechen im Verein. Ja. Aber nicht ich. So, jetzt karnevalistische Teil. Ich bin ja Büttenredner, kein Wanderprediger. Ne? So, ich habe vor 25 Jahren, hatte ich das erwähnt eben, da hatten Sie noch geschlafen. Hallo, Metzger. Vor 25 Jahren hatte ich angefangen mit Büttenreden. Damals noch mit Reimreden. Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Kann man auch nicht mehr bringen. Sind die jungen Leute überfordert. Ne? Wenn du eine Reimrede machst, ja, guck mal, der Schlagersänger hatte Melodie vergessen, sagen sie dann. Das ist alles nicht mehr. Nee. Ich hab's aber damals, ich weiß, darf ich die erste? Von vor 25 Jahren? 25 Jahre her hatte ich Rede, die ging, schon Salomon der Weise spricht, verachte die Verwandtschaft nicht, denn auch Verwandte, das sind Minche. Ich weiß es nicht, ich könnte sie lynche. Das war meine erste Rede. Ja, wie, ha, Moment. Hier, da, was heißt denn, hat doch jeder einen in der Familie, den man gerne mit der Nagelschere aus dem Stammbaum wieder rausschneiden möchte. Ich habe auch so einen Onkel von mir. Ich fange gleich an. Onkel von mir hat sie nicht mehr alle, ja. Kann man nichts machen. Hat vor 5 Jahren einen riesen Laden aufgemacht in Köln für Brennholzverleih. Ja, warte, das dauert, bis der in Kaiserslautern ankommt. Das sieht sie. Für Brennholzverleih, verstehst du? Ja. Hat einen Haufen Asche gemacht mit dem Laden, ja. Der wollte bei der Sparkasse einzahlen, haben sie ihn eingesperrt. Ja, so kann's gehen, nicht wahr? Oh! Aber nein, das ist ja, bevor ich mit der Rede anfange, nur, dass Sie verstehen, was ich familiär auch für Probleme habe, das ist schwer. Ne? Der hat eine Tochter, die ist noch bekloppter als wie ich, die redet noch mehr Blödsinn. Ich rede echt seit 25 Jahren Stuss, aber die kannst du nicht stoppen. Wie soll man das betreiben? Also, ich glaube, das ist die einzige Frau in Deutschland, wo die NSA nach 2 Minuten freiwillig auflegt, aus Mitleid, verstehst du? Ich habe jetzt zu Weihnachten, hatte ich ihr Badesalz geschickt, rief sie gestern an. Ich nehme wieder Wasser, das Zeug kratzt wie Sau. So. Ja, liebe Freunde des Kölschen Fasteleers, hier steht Marc Metzger und ich fand das sehr schön, diese Reminiszenz an die Doofnuss an Hans Hachenberg. Aber wenn hier jemand steht, dann steht er genau in dieser Reihe von den Leuten, die er erwähnt hat. Er ist genauso eine Größe wie Hans Süper, wie Doofnuss, wie Gerd Rück. Unser Marc Metzger! Auf Marc Metzger, Drämer von Hetzel, Kölle! Marc Metzger! Festkomitee! Herzlichen Dank! Seit über 30 Jahren versprühen Sie Freude auf der Bühne und schenken uns jedes Jahr... Ich möchte bitte auch an die Nation richten, das ist ja noch kein Grund zum Klatschen. Nein, der Grund zum Klatschen wäre folgender, wenn Sie sich vielleicht darauf besinnen würden, dass Sie bitte nicht aus dem Verein austreten, nur weil die Limburger Domelster-Bad neu gekachelt hat. Nein, weißt du, ich meine das wirklich ernst. Jetzt hauen Sie... Ach, gnädige Frau, wer hat Sie denn ins Kleid geschossen heute Morgen? Das ist ja ein Traum, was da... Guck mal, hier. Ist ja kein Platz für Blähungen. Setz dich, wir haben angefangen. Ich war gerade am Erzählen, dass ich das so traurig finde, dass sie auf den Bischof alle draufhauen. Mit dem Wulff haben wir es genauso gemacht. Ich finde das nicht gut. Mit dem Wulff haben wir es auch gemacht. Vor Jahren habe ich hier gestanden und habe ihn weggewulft. Jetzt ist es mir so unangenehm. Jetzt war es gar nicht, ne? Der arme Herr Wulff, jetzt hat er Amt weg, Frau weg. Gut, für Frau weg könnte er auch mal Danke sagen, oder? Also ganz ehrlich mal, nee. Komm, ganz ehrlich. Haben Sie das Buch von Frau Wulff mal gelesen? Nein. Soll ich es kurz zusammenfassen? 12 Millionen Druckseiten Papier. Ich sag mal, dreilagig hätte es der Nation bessere Dienste erwiesen. Braucht doch kein Mensch. Nee, komm, anderes Thema. Nein, noch mal zurück. Ich fange gleich mit der Rede an. Im Moment ist noch Aufwärmen. Ich fange dann mit der Rede an. Bitte bleiben Sie im Verein. Wir wussten doch vorher auch schon, dass der Verein Geld hat. Das haben wir alle gewusst. Die halbe Düsseldorfer Kö gehört der katholischen Kirche. Das ist nichts Neues. Nein, die halbe Kö. Meinst du, was die Angst haben vor dem neuen Papst? Sinn und Leffers heißt schon Sack und Leinen mittlerweile. Da wird sich einiges tun. Ja. Da komm, Messis.
Ich mache anderes Thema, ich fange jetzt mit der Rede an, ne? Ja. Liebe, obwohl das ist ein schönes Thema, muss man sagen, ne? Verein ist ein schönes Thema. Gerade jetzt ist ja unter uns, wird ja nicht gesendet. Ich fange gleich erst mit der Rede an. Das ist jetzt gerade, weil der neue Chef auch da ist, der Franziskus. Da haben Sie das gesehen, die Sendung? Ach, war das eine herrliche, hast du es geguckt? Das war eine herrliche Sendung. So entspannt, tolle Bilder auch. 2 Tage lang haben wir einen Kamin angeguckt, der nicht qualmt, herrliche Bilder. Dann kam ein bisschen raus.